Der Pastor und sein Köster. In Kirchspeldorp hat sich der Pastor den Magen verdorben und konnte nicht riskieren, die Sonntagsmisse zu lesen. Der Haushalter holt gauw den Köster und der Pastor drach ihm ab. Du musst die kirchlichen Nachrichten verlesen. Ich will sie dir abschreiben. Das ist nicht notwendig, Herr Pastor. Ich kann gut beholen und kenn mich überall out. Wenn du dat meinst, dann sag ich dir dat, aber pass genau op. Dat behol ich. Und nun scheidt man los. Erstens, der Herr Pastor ist krank. Wenn die van Dare keine Misse mitkriegt, dann ist das nicht schlimm und auch keine Sünde, denn die könnt ihr nichts dran machen. Zweitens, Montag wird einige Blaren daubet. Abends singt der Kirchenchor. Drittens, Dienstag ist Peter und Paul, nach der Haumesse wird ein Leibesbad traut. Viertens, Donnerstags ist Nomdags Bichtgelegenheit, weil Freitag Herz-Jesu-Freitag ist. Fünftens, Samstag kommt ein Pastor und hält Bichte. Sechstens, nächsten Sonntag wird für den Heiligen Vater kollektiert. Siebtens, es ist eine Handtasche gefunden worden. Sie hängt in der Sakristei. Kannst du das alles beholen, Köster? Sicher doch, Herr Pastor. Der Köster kommt in die Kirche auf den Prägenstall und kauft bekannt. Erstens, der Herr Pastor hätte Chiteritis. Wenn die van Dare keine Misse kriegt, dann ist das keine Sünde, denn die könnt das doch nicht ändern. Zweitens, Montag kreit der Kirchenchor, es wird einige Blaren daibet. Drittens, Dienstag ist Haumesse und da wird Peter und Paul trauert. Viertens, Donnerstag ist Herz-Jesu-Freitag. Fünftens, Samstag kommt ein Pastor in unsere Kirche, kann jeder einhören. Sechstens, nächsten Sonntag hält der Heilige Vater eine Kollekte ab. Das Geld kommt in seine Handtasche, der Henkel in die Sakristei. Das letzte Feuer von Wilhelm Schulze-Waltrup. Das letzte Feuer was packet. Meist mit Haber oder mit Rohfeuer. Das ist Haber mit Pierbauen. Dat zum Feuer auch holen kon, lag sus immer ein Wiesebaum drup, wecker fünne mit ne Kehe und achten mit n dick Reib festbunden was. Aber ob dat letzte Feuer kam ein Meggenbaum zu liegen. Dat was so ne schöne, lange Birke. Davon gaf damals in Hagenholt genug. Krusen Willi, der Fauerknecht, hat das letzte Feuer mit der olle Else und Emma noch der Feldscheuer hinfuhrt. Else und Emma waren die oldsten Piere. Else war so 15, 16 Jahre alt und lammfromm. Bloß über die Liesebrücke, da wollte sie lieber nicht rübergehen. Das was wegen dat manche Jahre früher damals so ein Waterhähnchen upflogen was und Else sich so verschrocken hat, dass sie herum hinsturt was. Sie hätt later dat Gnadenbraut kriegen und ist 28 Jahre alt geworden. Und Emma, dat was ein Gänger, die kon kein Piet op de Straße für sich sein. Sie mochet jeden Preis überhalen. Selbst wenn ros Wind ist für ihr Leib, war dat Piet von einem dicken Pastor was. Und Roswindis, der kon auch laufen. Willi hat das letzte Feuer twirs für die Schöre fort. Da ha sich wat bedacht. Kommt nämlich noch der Schultenske hin, gab ihr der lange Schwiepe in der Hand und sagte ihr, so Schultenske, das letzte Feuer steigt für die Schöre. Können ihr das wohl infeuern? Aber sie wusst all vorher, dass sie das Feuer nicht leck in die Schöre kriegt. Darum gab sie Willi lieber fort zum Klug. Aber das was kein gewöhnlichen Klug. In den Klug, da lachen Daler in. Willi sah sich dann führen für den Däsel, nahm den Daumenteug von den beiden Pieren in die Hand und reib, drücke es Else, drücke es Emma, was Else und Emma gut verstehen. Und sie können fort circa 5,6 Meter drüber. Und dann konnten sie das Feuer ganz lecker in die Schöre trekken. Die Fraulöhe haben um sich einen grauten Ahntekranz von das letzte Korn gebunden. Den mocht Willi Hauge an das Giebelende von der Scheuer annehmen. Dafür mocht er op der graute Leiter klecken. Wir Blaren und auch die Wichter haben sich ut die Kleine mit Emmas Water halt. Die vollen Emmas stonden unbrot.
Bij dat annägeln riep hij, schmier, schmier. Aber der Schmiere, dat was kein Olge, dat was Klug. Wenn der Kranz annägelt was, fangt Willi düchtig an zu joken. Und dat ganze Volk, wat unten stond, der dat just so, der Hofknecht zuerst. Die Jokerige kon mit Auswind bis halbwegs leisen hören. Und dann kommt los. Wenn Willi die Leder runterkommt, nahmen alle ihre Emmers und hat Willi düftig begotten. Wenig Water mitzukriegen, sprang er auch langsam von der halblangen Leder op de Kalverweihe. Aber meistens ha hij derbe wat mitkriegen und was klaternat. Dann leipe echte de Fraulöhe oder echte aus Kinder hier und in unsere Not sind wir manchen dann in die Klerne sprungen. Da kam hij nicht echter hier, wegen dat in de Kölke, wo Water deipe was, nicht schwimmen kon. Ich weiß noch einmal, da hätte er wegkriegen. Ich was damals mit so'n Dreilepper und da hätte er mich packet und op de Diele schliept und in de Pieren reingestoppert und mir 5 Deipe unterduget, dat ich wolle kein Arm mehr holen kann. Manchen kommt auch twist neine und Faken werden an Ende auch de Fraulöhe klaternat. Und dat maakt de Manslöhe wohl den grötzten Spaß. Vielleicht auch, wegen dat de Manslöhe nicht alle Tage Grund haben, sich auf so anständige Weise mit der Fraulöhe herumzuballen. Auch kauft nicht alle Tage so viel Glück. Kruse Willi lebt nicht mehr, sind kraftlich in den Außen. Und er ist nicht der einzige von unserem Hof, weg auf den Krieg nicht zurückgekommen sind. Der olle Pastor. Der Bischof hatte firmt in Doop und satt mit dem ollen Pastor in der Pastorate mit Frühstück. Herr Öhm was steinold und dat Ordinariat wohl, dat er afdanken soll. Men er wohl nicht weken. Der Dirkenshofs was al bei im West und was afblitzet. Der Generalvikaris hat einen artigen, auch deutlichen Brief geschrieben und keine Antwort gekriegt. Da hat der Bischof gesagt, Wort, nachts ist bei Empfirmung. Ich will da erst mitgehen. Sie satten da Haupt mit Frühstück und der Bischof dachte, nu ist det. Ich muss ihm das erst sacht unten nein setzen. Er lehnte sich zurück in seinen Lindstuhl und fängt dann so recht hurig an. Ja, so ist das Leben. Man wird langsam alt. Nicht, Herr Pastor, wenn man so in die hohen Jahre kommt, dann wird ihm der Arbeit doch Druck. Und du lässt auch doch viel. Dann ist es am besten, wenn man Ruhe hat. Der olle Pastor trok ein paar Mal an seine lange Piep und knögelte für sich hin. Hochwürdigste Herr, sag er dann, genimmt mir das Wort auf den Mund. Ich wollt mir nicht sagen. Wiedt ihr, wat ich eben in der Kirche dachte? Nu, wat denn, fragt der Bischof freundlich und fragte sich, dat die Sache so gut von Kanten kommt. Als ich jou prägen hoor, da hab ich gedacht, der Bischof wird alt. Früher kon het beter. Aber sagt nix von Roh und so wat. Wir sind nun einmal Bischof und wir dauert uns so mit hin. Ist dankenswert, sagt der Bischof und stand up. Ich heb noch ein bisschen breviert probieren. Fromm und Pastors Schwein. Der Pastor hat schlachtet. Das Schwein hung am Krummholz op de Leder. Der Pastor stond dafür und klopperte wohlgefällig op de prallen Schinken. Ein lecker Dier, sagt der Fromm, der gerade vorbeikam. Ein lecker Dier. Bloß schade, dass ich nicht viel davon mitkriege. Warum denn nicht, fragt Fromm. Ja, Fromm, sie mütet wieten, dass der Bohn immer, wenn sie schlachtet, mir ne Wurst und ein Stück Braun schicket. Das ist ein ollen Brok und ich mott, wann ich schlachte, mich dafür revanchieren. Dabei geht das Beste weg. Ist das nicht verdreitlich? Tja, wohl ja, sagt Fromm. Aber ich wiss wohl Mittel dagegen. Dabei kijken sie in de Augen das Schwein begehrlich an. Aber mein lieber Fromm, dann sagt mir das doch, sagt der Pastor. Es soll, sagt der Fromm, das Schwein bis abends laat in Deutschland hangen lassen. Dann soll het stilkes herinhalen und ein anderen Mond dem Bauern sagen, das Schwein, das wem in der Nacht stohlen wurde. Das ist ein Inbal, sagt der Pastor. Das geht. Und abends lässt das Schwein hangen, bis das düster ist. Da geht Fromm gauer hin und holt das Schwein weg. Den anderen Morgen, Fromm sitzt bei Frühstück,
Da kommt der Pastor heranlaufen und ruft, denkt ju fromm, sie heft mir dat Schwein stohlen. Da heft sie mir wat Schönes angeben, dat ich bis dann Döster werden hangen lassen soll. Nu ist weg. So ist recht, sagt fromm. So mützet man sagen. Nee, fromm, es ist wirklich und wahrhaftig stohlen worden. So ist Gott, bleibt sie man bei der Wör. Sie versteht mich nicht, dat Schwein ist wirklich weg. Ich sage ja, so und nicht anders mütze dat der Bauern sagen. Fromm, nun seht doch endlich vernünftig. Dat Schwein ist, so wahr ich hier stohlen. Sie mag dat vermosten. Man soll gar nicht meinen, dat je so leiden können. Hef je dat al vaker so maget? Doch gaf der Pastor dat Rennen op, schleicht vertwijfeld de Hände über den Kopf und lag, wat er laufen kon, nach Haus. Und fromm kneiset ihm nach und schneidet sich dann im Keller ein gut Stück Braun vom Pastor sein Schwein. Die olle Dirschmaschine von Heinrich Haasmann. Die olle Dirschmaschine, wer hätt sie noch kannt? Früher fuhr der jedoch durch alle Land. Et was ein Ungetüm von Kasten. Feierbiere han do wat an to kratzen. Et was nicht Licht, dat die op de Dilte feiern. Der Löhe am Deisel möchten ganz genau steuern. Wie oft ist die schwere Kassen in die Erdwege versackt. Dann wurde sie haugebunden und Brier unerpackt. Der olle Dümper mocht dat Werk in Gang setzen. Et gaf noch keinen Trecker, da kann ich op wetten. Ne richtige Dampfmaschine was dat op Feierie. Und lauter schwor lesen und nicht ut Brier. Ne Stunde früher mocht der Maschinenmeister schon anbeuten. Sis Haare kein Druck und er kann nicht fleuten. Den ganzen Tag hoor man dat deje brummen. Den ganzen Tag dat gleiche summen. Dein Mann mochen de Dichtmaschine bedeinen. Gaben an ihm den meist so kleine. 2 Mann schmieden de Gaben af. 1 Mann stund unbit Kaff. Der Maschinenmeister leiht dür, schneid de Gaben los. Hei reib, hier damit. Hei was ja de Boss. Feiermannschaften dat Strau an der Seite, ein Mann droch dat Gute weg und andere Schäte. Ein Mann mocht Korn in Säcke dregen, wurde et verkauft, dann mocht hei auch wirgen. Der Bauer gaut Schnaps in, so 2-mal im Dach. Wenn et gut Korn gaf, dann hätte wohl lacht. Stunde was so'n Dach lang, was de Maschine an Höhlen. Dabei wurde noch Spaß maket. Keiner de Möllen. Sturf haben man schlucken. Man was richtig kaputt. Doch dat Korn was op de Bühne, dat meik alles weer gut. Warum de Westfalen nicht in de Hölle kommt. Eine von de ersten Westfalen, wo in de Hölle schmieden. Knick an de Porte stech ihm een öselen Gestank von Zwiebeln und Piek in de Nase, dat er warne prosen mocht. Und davon bievere die ganze Hölle. Und selbst Dövels Besmo verschrock sich so nietske, dat sie von ihren Kleidungen staulvoll und halb op Kreiskere. Er schutkere wieder und trat fort mit seinen grauten Holzen ein halb Dutzend Dövelkes daut, die da in der Ecken sitten dann klinken. Und er schaue de Dövelen mit ellenlange Höns op im Taub was. Im Daal te kriegen, da krijgt de einen mit den Holzgenschnuten in Echtern, dat de Kopf unter, Kopf über in de deipe Schwebelkaule herunterbulle. Und est usen Westfalen heit und stinkerig op de Tunge und in de Strute kiddelde, da spiekere hij sich, dat Feiermanns tissere und essen Schonstein opdampere. Da trat Satan selbst für ihm hin und büre Felix in Stab. Der Westfalen aber drücke sich gut und bölke, du kannst mich. Aber so was kann ich nicht sagen. Satan was platt. So was was ihm noch nicht vorkommen. Der Kerl ist zu dull und auch zu gefährlich, dachte er, und kurzerhand wees er ihm aus der Hölle heraus. Der Westfalen, als er dat höre, draven er gauw weer davon. Man kon auch nicht sagen, dass es ihm da so wahnsinnig gut gefällt. Und der Höllenrat beschloss, dass sonst Wurstschlaglöhe überhaupt nicht mehr in der Hölle zu lassen. Darum braucht der Westfalen nicht bange zu sein, dass sie in die Hölle kommt.
Aber ob sie auch alle in den Himmel kommt,